Die Region Ararat in Armenien. Hier trainiert das österreichische Weltraumforum für die Besiedlung des roten Planeten. Das ist die neueste Mars-Simulationsstation, wo wir einen Monat jetzt eine 6-köpfige Crew von Analog-Astronauten die Dinge machen wird, die eines Tages Menschen auf dem Mars in 20 bis 30 Jahren machen werden. Das heißt, wir bekommen hier ein bisschen eine Art Sneak Preview auf die Zukunft. Ein internationales Team sogenannter Analog-Astronauten testet neu entwickelte Geräte und Verfahren. Es geht darum, mögliche Fehlerquellen aufzuspüren, damit die Reise auf den Mars kein Himmelfahrtskommando wird. Ich denke, es ist Zeit, dass wir Menschen zum Mars aufbrechen. Der Mars ist ein Sehnsuchtsort für uns. Eines Tages wird es auch Städte auf dem Mars geben. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und das, was wir hier tun, sind die ersten kleinen Babyschritte sozusagen, dass wir zum Krabbeln lernen, bevor wir laufen lernen. Früher war der Griff nach den Sternen ein Prestigeprojekt der Supermächte. Inzwischen haben private Unternehmen die Raumfahrt als Geschäftsmodell entdeckt. Firmen entstehen, die Raketen bauen. Sie suchen nach technischen Lösungen für einen preiswerten Zugang ins All. Der Weg zu den Sternen ist voller Höhen und Tiefen. Doch für sie gibt es kein Zurück. Schließlich lockt der grenzenlose Weltraum mit all seinen Schätzen. 5, 4, 0. Ignition. Es gibt unendlich viel. Das Weltall ist unendlich groß. Wir haben unendlich viel Power, unendlich viel Wohlstand. Es ist alles unendlich groß. Ich muss nur hin und es holen. Im Innsbrucker Gewerbegebiet. Der Sitz des österreichischen Weltraumforums. Astrophysiker Gernot Grömer leitet die Vorbereitungen für die nächste Mars-Mission der privaten Forschungseinrichtung. Dann werden wir den Helm mal abnehmen, dann gehen wir mal die Sensoren der Reihe nach durch und schauen auch von den Verkabelungen, ob wir vielleicht ein bisschen was mit dem Routing ein bisschen besser machen können. Magst du den Helm mal runternehmen? Ja. Der Raumanzug-Simulator soll weitere Funktionen bekommen. Und ist im Prinzip eine Art Raumschiff zum Anziehen. Man kann im Raumanzug sehr viele Sachen vermessen, vom EKG des Astronauten angefangen, aber auch ganz simple Dinge. Man kann im Raumanzug essen, trinken, auf die Toilette gehen auch zum Beispiel. Wenn es eines gibt, was man vermeiden möchte, dann ist es im Raumanzug niesen. Das ist ziemlich eine Schweinerei. Und deswegen hat man hier ein Stück Stoff, wo man sich reinreiben kann, um die Nase zu kratzen. Weil im Raumanzug selber kann ich ja nicht die Nase kratzen. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt nicht sehr Hightech sind, aber wo man erst dann im Feld merkt, dass es das Leben des Analogastronauten, der Analogastronautin deutlich vereinfacht. Der Anzug wird von den Wissenschaftlern seit über 10 Jahren immer weiter optimiert. Jetzt soll er Sensoren bekommen, mit denen bei der nächsten Analogmission gemessen wird, wie strapaziös die Einsätze für die Astronauten sind. Dieser Raumanzug-Simulator ist europaweit einzigartig. Es ist mit Abstand das beste Simulationswerkzeug, mit dem wir die Belastungen eines Tages simulieren können, wie Menschen auf dem Mars arbeiten und leben werden können. Seit Gernot Grömer als Kind den Weltraum erstmals durch ein Teleskop sah, wollte er zu den Sternen. Um seinen Träumen näher zu kommen, ist er Analogastronaut geworden. Ein Astronaut, der auf der Erde für die Raumfahrt forscht. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren die ersten Menschen tatsächlich auf dem roten Planeten landen werden. Das heißt aber auch, dass derjenige Mensch, der den ersten Schritt auf den roten Planeten setzen wird, schon jetzt geboren ist. Wir sind sozusagen die Generation der Schiffsbauer, die mit diesen Gerätschaften, die wahrscheinlich mit Abstand komplexeste und gefährlichste Reise ermöglichen werden, die eines Tages zu einer neuen Welt führen wird. Das sogenannte Exoskelett wird angelegt. Durch künstliche Widerstände werden Druckverhältnisse nachgestellt, denen Astronauten auf dem Mars ausgesetzt sind. Wenn ich dann die Hand hebe, das ist meine Neutralstellung. Also meine Hand fällt nicht nach unten. Also wenn ich jetzt einen Faustschluss mache, brauche ich ein bisschen mehr Kraft als normalerweise. Und auf diese Art und Weise kann ich exakt das physiologische Belastungsmuster simulieren, den Raumanzug auf dem Mars unter Druckbeaufschlagung haben würde.
Seit Tech-Milliardäre wie Elon Musk begonnen haben, Raketen zu bauen und den Weltraum als Wirtschaftsraum zu erschließen, boomt die Branche. Auch in Europa sind zahlreiche Start-ups entstanden, die beim Goldrausch im All mitmischen möchten. Unterwegs mit Stefan Brieschenk. Er ist Gründer und Chefentwickler der Rocket Factory Augsburg. Es geht auf ein ehemaliges Militärgelände. Hier haben sie einen Munitionsbunker angemietet, um sich das Geld für eine zertifizierte Testanlage zu sparen. Bei der Rocket Factory wird gerne improvisiert. Ihre Rakete soll einmal konkurrenzlos preiswert sein. Was habt ihr mit der Kupplung gemacht? Wurde sie umgebaut? Ja, es ist jetzt die gleiche wie innen am Hubschrauber. Wir fahren heute einen ganz wichtigen Test. Dieser Test wird uns zeigen, ob diese Turbopumpe die Performance hat, die wir brauchen. Wenn die Performance nicht da ist, dann wird die Rakete nicht in Orbit fliegen. Let's go and run it. Beim Test wird die Turbopumpe von einem Hubschraubermotor angetrieben. Hält sie die Kraft des Helikoptermotors aus? Super, ist doch ein geiler Sound, oder? Es kann sein, dass es die Pumpe zerreißt. Alle müssen hinaus. Stefan Brieschenk kann am Geräusch hören, ob sie die erhoffte Leistung bringt. Der Test war sehr gut. Das war heute eine gute Investition. Wir bekommen Daten, Turbopumpe wird besser, Triebwerk wird besser. Wir kommen näher an den Punkt, wo wir bereit sind, in Orbit zu fliegen. 30 Kilometer weiter. Der Sitz der Rocket Factory Augsburg. Stefan Brieschenk hat sie 2018 im Alter von 33 Jahren mit einem Partner an den Start gebracht. 250 Experten aus 40 Nationen arbeiten an der Entwicklung der Rakete. Finanziert wird sie vom Wagniskapital der Investoren. Um Kosten zu senken, werden Standardkomponenten aus der Industrie benutzt. Wir haben sehr viele technische Details, die natürlich anders sind, aber im Endeffekt, was wir hier sehen, ist ein Bierlagertank, so wie man ihn auch in einer Brauerei findet. Mit einem Biertank ins All? Diese Idee, so erzählt er, habe ihm eine künstliche Intelligenz geliefert. Ansonsten nehmen seine Ingenieure für den Raketenmotor bevorzugt Teile aus der Autoindustrie oder dem 3D-Drucker. Bevor er seine Firma gründete, hat er in Australien Raketenbau studiert und 10 Jahre lang in der Branche gearbeitet. Ja, das ist das Herzstück. Das ist ein Raketenmotor. Ja, ein Wunder der Physik, dass es überhaupt möglich ist. Die ganze Raumfahrt ist ein absolutes Wunder, dass es überhaupt funktioniert. Hätte ja eigentlich nie jemand gedacht. Es gab viele Mathematiker, die gesagt haben, man kann gar nicht ins Weltall. Mit den Gesetzen Gottes geht es gar nicht, überhaupt ins Weltall zu fliegen. Und die Russen haben das dann vor ein bisschen mehr als 60 Jahren zum ersten Mal gezeigt, dass man einen Satelliten tatsächlich in den Orbit bekommt. Und danach ist die Raumfahrt explodiert. Schon sein Vater war Ingenieur und hat Hubschrauber gebaut. Der Sohn möchte höher hinaus und hat sich für die Königsdisziplin im Ingenieurwesen entschieden. Raketenbau. Das Nonplusultra für alle technikbegeisterten Menschen. Es gibt mehr als 100 Firmen global, die versuchen, das Gleiche zu tun. Ja? Möglichst günstig Raketen zu bauen, um zu ermöglichen, dass man Satelliten mit weniger Geld in den Orbit bekommt und mehr Daten generieren kann. Und deswegen ist natürlich die Geheimhaltung auch ein wichtiger Aspekt. Aber wenn man sowas kommerziell macht, gibt es noch was viel Wichtigeres, das über der Geheimhaltung steht, und das ist Speed. Man muss es so schnell wie möglich hinbekommen. Elon Musk hat mit SpaceX als erster den Startschuss für die kommerzielle Raumfahrt gesetzt. Damit hat er der Wirtschaft einen preiswerten Zugang ins All eröffnet und die Raumfahrt revolutioniert. Sein großes Ziel:
die Menschheit auf den Mars zu bringen. Doch vorerst werden vor allem Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen gebracht. 2023 sind dies über 7.500 Stück. 4.000 davon gehören allein Elon Musk. Ein Jahr später hat er schon über 6.000 Satelliten im All. 12.000 sind insgesamt geplant, also doppelt so viele. Das möchte China noch toppen, mit 13.000 eigenen Satelliten. New Space wird der neue Wirtschaftsraum im All genannt, an dem auch Deutschland partizipieren möchte. 2021 wurde deshalb in Berlin die New Space-Initiative gegründet. Sie gehört zum Bundesverband der deutschen Industrie. Matthias Wachter leitet die Initiative. Schon jetzt geht es um einen Milliardenmarkt, da immer mehr Wirtschaftszweige von digitaler Vernetzung abhängig sind. Es gibt einen Datenaustausch und dieser Datenaustausch läuft heutzutage zu einem ganz großen Teil über Satelliten, über weltraumbasierte Systeme. Und deshalb ist es für die deutsche Industrie in ihrer ganzen Bandbreite ein Schlüsselthema. Und deshalb engagieren wir uns so stark für New Space und glauben, dass darin ein sehr großes Potenzial für die deutsche Industrie und für die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie liegt. Die Rocket Factory in Augsburg ist eines von 3 deutschen Start-ups, die kleine Trägerraketen zum Transport von Satelliten entwickeln. Keiner lässt sich gerne in die Karten schauen. Jeder möchte der Erste sein. Wir kommen ins All und wir machen immer weiter. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit noch so gering ist, wir finden den Weg, rauszugehen, mehr zu erfahren und die großen Fragen zu beantworten. Warum gibt es uns überhaupt und warum sind wir hier? Seine Feierabende verbringt Stefan Brieschenk am liebsten an der Werkbank in seiner Garage. Ich bin jeden Tag hier bis um normalerweise Mitternacht. Aber ohne das wird mein Leben gar nicht funktionieren. Also ohne diese Werkstatt hier könnte ich mein Leben gar nicht beschreiten. Ich muss solche Sachen machen. Und ich möchte, dass ich so viel Zeit wie möglich irgendwie investiere, um irgendwas voranzubringen. Er ist überzeugt, neue Technologien werden unser Leben auf der Erde immer weiter verbessern. Tagsüber baut er Raketen. Am Abend möchte er den Automotor revolutionieren. Ja, an diesem Motor bin ich schon lange dran. Ich baue den schon seit fast 10 Jahren jetzt. Hört sich verrückt an. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich zum ersten Mal gezeigt habe, dass das tatsächlich funktioniert. Also Motor komplett ohne Abgase. Quasi Verbrennungsmotor mit Raketentechnik. Wir bauen Raketen wie Autos und hier zu Hause baue ich Autos wie Raketen. Ein sauberer Verbrennungsmotor. Das schier Unmögliche möglich machen, auf der Erde wie auch im All. Wie Elon Musk ist auch er überzeugt, dass der Mensch zur intergalaktischen Spezies wird. Es ist natürlich verdammt wichtig, dass die Menschheit es schafft, irgendwo auf einem anderen Planeten eine Basis zu errichten, die konstant bewohnt ist. Das ist so der First Step. Und Mars, Mond, es gibt verschiedene Ziele, aber der Mars macht bestimmt sehr, sehr viel Sinn. Weltraumtourismus, Kolonien auf Mars und Mond, Rohstoffe von Asteroiden, grenzenloses Wachstum in den unendlichen Weiten des Alls. Vieles klingt noch nach Science Fiction, doch die Erwartungen sind hoch. Nach einer Studie des Bundesverbands der deutschen Industrie soll der Markt für Weltraumgestützte Anwendungen bis 2040 jährlich um 7,4% auf 1 Billion Euro wachsen. Die Risiken des New Space werden eher selten in den Blick genommen. Eine Ausnahme ist der Politiker Fabio De Masi. Er hat sich als akribischer Aufklärer zahlreicher Finanzaffären einen Namen gemacht. Auf dem Sprung ins EU-Parlament warnt er vor den Schattenseiten der rasanten Entwicklung in der Raumfahrt.
Eigentlich sind die völkerrechtlichen Verträge, der Mondvertrag und so weiter, relativ klar. Sie sagen, sowohl was die kommerzielle als auch die militärische Nutzung des Alls angeht, man darf nicht das All privatisieren. Und das findet gerade statt. Und ich finde, die Rolle der Europäischen Union wäre dafür zu sorgen und sich stark zu machen, dass eben das All nicht Wilder Westen wird. Weil wir all diese Konflikte kennen wir ja sozusagen von unserem Planeten. Die ganzen Fragen um Streitigkeiten, wer darf wo eine Militärbasis und so errichten. Und natürlich im All ist das noch mal viel heftiger. Eine Sandgrube in Oberösterreich. Hier stellt Gernot Grömer die nächste Mars-Mission des österreichischen Weltraumforums der Öffentlichkeit vor. Abseits aller Weltraumromantik wird auch hier das All als milliardenschwerer Wirtschaftsraum gesehen, dem sich Österreich nicht verschließen sollte. Weltraum Made in Upper Austria ist vielleicht eine Marke, die sich eines Tages etablieren könnte. Und das könnte so ein kleiner Startschuss dafür sein. Besonders die Mars Rover erregen Aufsehen. Deutsche und österreichische Studenten haben sie für die bevorstehende Mission entwickelt. Die Rover sollen möglichst autonom fremdes Gelände erkunden. Aber fahr mal, fahr mal. Heute ist der Public Day Ready for Space. Das heißt, wir machen hier ein Training für Armenien. Noch ist nicht alles perfekt, aber deswegen macht man genau solche Trainings auch. Wir müssen noch 5 Monate Zeit, um die kleinen Problemchen und Hiccups zu beseitigen. Für die Studenten eine Gelegenheit, andere Teams kennenzulernen und sich auszutauschen. Sie kommen von der Universität Würzburg. Wie steht es um ihr Projekt? Irma ändert sich grundlegend nicht mehr. Wir haben den Riegel drauf und die Hauptaufgabe von Irma ist im Endeffekt, Scans zu machen. Und das kann sie schon, das macht sie auch gut. Wir wollen das ganze System nur noch möglichst weiter automatisieren. Ähnlich als für Charlie. Charlie fährt schon autonomer als Irma, aber eben auch noch nicht vollkommen. Das allgemeine Fazit: Bis Armenien ist noch einiges zu tun. In der Halle werden die Analogastronauten eingekleidet. Das kann bis zu 3 Stunden dauern. Gerade bekommt Annika Melis das Exoskelett angelegt, mit dem das Bewegen wie unter Druckverhältnissen auf dem Mars simuliert wird. Ich habe damals in der Zeitung bei mir zu Hause einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass das österreichische Weltraumforum neue AnalogastronautInnen sucht. Und weil ich Raumfahrt generell spannend finde, habe ich mir dann die Webseite angeschaut und das gelesen und dann gedacht, boah, das muss ich unbedingt probieren. Annika Melis hat Mikrobiologie und Umwelttechnik studiert. Analogastronautin ist sie, wie alle hier, in ihrer Freizeit. Ihr heutiger Kollege stammt aus Italien. Sie kommt aus Plauen in Ostdeutschland. Jetzt freue ich mich eigentlich erstmal auf den Einsatz. Also jetzt gerade bin ich gespannt, wie das wird mit den ganzen Sensoren. Wir haben jetzt schon so ein bisschen probiert, wo die drücken und wie das gut funktionieren kann. Über die Sensoren, die sie unter den rund 50 Kilogramm schweren Anzügen tragen, wird ihr Kraftaufwand gemessen. Dazu erhalten sie Anweisungen. Du gehst langsam zu Punkt 2. Du kannst entscheiden, ob du vorher eine Pause machst. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass ich sehr verschwitzt bin, weil es ist in dem Anzug sehr heiß. Also waren es so 32 Grad, glaube ich. Und der ist sehr schwer, also ist jede Bewegung anstrengend. Aber ich bin sehr zufrieden, weil die Sensoren wohl funktioniert haben und das Bild gut geklappt hat. Insofern haben wir das, was wir wollten, gemacht und es ist okay. Hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Auch in Bayerisch-Schwaben interessiert man sich für den New Space. Heute präsentiert Stefan Brieschenk vor Vertretern der IHK und schwärmt von den Möglichkeiten. Dem prominenten Elon Musk, er geht im Endeffekt her und
schießt tausende Satelliten ins Weltall, um Internet anzubieten. Diese ganze Raumfahrtszene explodiert gerade. Wir wollen Raketen bauen wie Autos, um Satelliten in den Orbit zu bekommen. Es gibt hier die Multi-Trillion-Dollar Space Economy. Ja, Einmal wöchentlich möchte die Rocket Factory Raketen starten und preiswert für ihre Kunden Satelliten in den Orbit bringen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist ein Partner der Augsburger Hoffnungsträger. Hier sollen Old Space und New Space zusammenfinden. Das ist super. Wir können hier auf Technologien aufbauen, die im Endeffekt schon hier generiert werden. Und im Englischen würde man sagen, you're standing on the shoulders of giants. Von der Zusammenarbeit erhofft er sich globale Wettbewerbsvorteile beim Rennen ins All. Das staatliche Unternehmen wiederum zeigt sich beeindruckt von der Chutzpe der jungen Wilden. New Space ist ein anderer Mindset und ist letztlich, trägt das dazu bei, dass die Raumfahrt und die Anwendung, die durch Raumfahrt möglich werden, wirklich für jedermann wichtig werden, erschwinglich werden und alltäglich werden. Es wird ein Markt sein, der ist vergleichbar, je nachdem, was man dazu rechnet, mit der Automobilindustrie. Die Erwartungen sind hoch, nicht nur in der Industrie. Auch die Würzburger Studenten hoffen, dass viele neue, interessante und hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Seit der Probe für Armenien in der österreichischen Sandgrube sind einige Monate vergangen. Wie steht es um die Rover? Sind sie nun für außerirdische Einsätze bereit? Nee, das bleibt nicht so. Das kann nicht so bleiben. Das kann nicht so bleiben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Astronauten in Armenien die Roboter fehlerfrei steuern können. Schon bald soll das Abenteuer Mars-Mission beginnen. 3 Räume weiter hat ihr Professor Andreas Nüchter eine Besprechung mit dem österreichischen Weltraumforum. Oh, hallo Raimund, servus. Hallo. Genau, also in Armenien selber ist man unglaublich motiviert. Das heißt, wir haben dort eine unglaublich tolle Response auch von der Bevölkerung, auch von den Medien auch und von der politischen Seite. Freue mich schon. Wird sicher spannend werden wieder. Ja. Genau. Dankeschön, Gentlemen. Okay, danke. In 2 Wochen. Okay. Und wie steht's um den Rover Charlie? 45 Grad nach links und dann 20 Meter nach vorne. Der Fensterplatz wird zum Kontrollzentrum. Kommt Charlie auf den vereisten Hügel? Sehen wir gleich. Ich glaube, das schafft er. Hügel bezwungen. Hier links um die Stufen. Dann passiert da mal. ...3000 Kilometer weiter, im äußersten Norden Schwedens, nahe dem Polarkreis. Stefan Brieschenk ist unterwegs zum Weltraumbahnhof Esrange. Hier oben testet die Rocket Factory ihre mit Treibstoff befüllten Raketenmotoren unter Realbedingungen. Und seit 3 Jahren machen wir richtig große Tests hier. Also die Tests, die wir hier fahren, sind tatsächlich die allergrößten und bisher in der Geschichte dieser Testzeit auch die allergefährlichsten Tests, die jemals hier gemacht wurden. Einsam in den vereisten Wäldern liegt der erste Weltraumbahnhof auf dem europäischen Kontinent. Hier hat die Rocket Factory ein Testfeld angemietet. Im Prüfstand ist das in Augsburg entwickelte Helix-Triebwerk eingebaut. Heute soll es einen sogenannten Hot-Fire-Test geben. Das heißt, der mit Kerosin betankte Raketenmotor wird wie bei einem realen Start gezündet. Mich interessiert ganz klar, wie und was gemacht wurde. Ich möchte alle Veränderungen, die gemacht wurden, mit meinem eigenen Auge noch mal sehen.
und dass wir heute mit gutem Gewissen in diesen Test gehen können. Ansonsten ist eigentlich alles ready für den Test. Wir müssen noch ein paar Testsequenzen laufen lassen, weil er heute sehr kalt ist. Okay. Der Test heute darf nicht schief laufen. Der muss positiv absolviert werden. Was wir hier sehen, ist das, was wir uns über 5 Jahre aufgebaut haben. Wir haben hier Motor Nummer 2 und Motor Nummer 3, also den dritten Motor, den wir jemals gebaut haben, auf der Front Position. Das heißt, wenn hier irgendwas schief läuft, dann sind 5 Jahre Arbeit zunichte gemacht. Wenn es heute schief geht, dann kann ich mich da oben hinstellen und mit dem Hecht nach unten hechten. Das lässt mal schön bleiben. Die Existenz des Start-ups hängt vom Vertrauen der Investoren ab. Um weiter Gelder zu bekommen, werden positive Ergebnisse gebraucht. Am Abend wird der Himmel über dem Esrange Space Center für den Flugverkehr gesperrt. Es herrscht die höchste Sicherheitsstufe. Das Helix-Triebwerk hat eine Leistung von einer halben Million PS. Sollte es beim Test außer Kontrolle geraten, gibt es einen Raketenstart. Bevor der Raketenmotor gezündet wird, wird das Gelände evakuiert. Noch schwieriger wie jetzt wird es nicht mehr. Ja, bei minus 30 Grad mitten in der Nacht sowas durchzuziehen, das geht den Leuten bis in die Knochen rein. Ja, also dieser Tag heute, den werden sie in einer Woche noch spüren. Es ist nicht so, dass es morgen vorbei ist. Während die einen bereits das Gelände verlassen, werden noch letzte Systemchecks durchgeführt. Doch dann eine unerwartete Wende. Okay, also wir können nicht weitermachen. Der eine Regulator, also das heatet, aber es reicht nicht. Das heißt, wenn wir den auf den Pressure setzen jetzt, das ist der letzte Schritt, bevor wir losgefahren werden. Das ist einer der kältesten Testtage, die wir je hatten. Wir lassen es jetzt für heute und morgen kriegen wir es hin. Alles klar. Ja. Willkommen im Raketenbusiness. Verzögerungen gehören zum Raketengeschäft. Doch Europa soll von SpaceX und Starlink unabhängig werden. Deshalb wird dringend auf den Start konkurrenzfähiger europäischer Trägerraketen gewartet. Das Ziel? Ein eigenes Satelliteninternet. Dabei droht der Orbit doch jetzt schon zu vermüllen. Schon nur millimetergroße Partikel können einen Satelliten zerstören. 9000 Tonnen Weltraumschrott kreisen bereits jetzt in den erdnahen Umlaufbahnen. Nur etwa 25.000 Trümmer davon sind größer als 10 Zentimeter. Aber wie gesagt, auch die vielen kleineren sind bereits gefährlich. Weltraumschrott, Space Debris, ist ein ernsthaftes Problem. Und dieses Problem muss viel offensiver angegangen werden, weil die Gefahr besteht, dass der Weltraum und der erdnahe Weltraum zugemüllt wird und wir damit langfristig unseren Zugang ins All verlieren. Und es müsste eigentlich im Interesse von allen Weltraumnationen dieser Erde sein. Europa kann da, glaube ich, eine Vorreiterrolle einnehmen. Der Weltraum mag unendlich sein. Die für Satelliten wichtigen erdnahen Umlaufbahnen sind es nicht. Dabei sollen sie auf dem Weg in eine grüne und digitale Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Fällt die Satelliteninfrastruktur aus, wäre jetzt schon ein Großteil des modernen Lebens lahmgelegt. Beim österreichischen Weltraumforum ist man sich der Problematik sehr bewusst. Im Auftrag eines Kapitalgebers wird an Lösungen gearbeitet. Wir gehen jetzt in einen Raum rein, der ein bisschen sensibler ist. Und zwar geht es darum, dass wir hier Hardware bauen, testen und entwickeln, die wirklich im Weltraum fliegt. Das ist keine Simulationshardware, that's a real thing sozusagen. Could you give me a hair gun as well? Und da werden wir uns einmal einen Blick werfen auf einen Sensor, der im Augenblick in 500 Kilometer Höhe fliegt, das Original, und nach Weltraumschrott sucht. Die kleinsten Teilchen, die mit hoher Geschwindigkeit im nahen Erdumlauf herumgeistern. Wir wollen aber getroffen werden. Sie haben sich auf die Suche nach den kleinsten Schrottpartikeln spezialisiert. Dafür haben sie spezielle Platinen entwickelt, die wie ein Mikrofon ins Weltall hören.
Wenn ihre Technik funktioniert, möchte der Investor ein Unternehmen gründen, das Daten zum Vorkommen von Weltraumschrott sammelt und an Satellitenbetreiber verkauft. Wir sehen hier einen Teil einer Sandwich-Struktur aus Glasfaserverbundstoffen mit leitenden Elementen. Damit können wir die ganz kleinsten Weltraumschrottteilchen detektieren, die zwar jetzt nicht so viel Schaden anrichten wie ein faustgroßes Objekt, aber die in der Lage sind, diese Millionen von Teilchen zu messen, die da oben rumfliegen. Letztes Frühjahr haben sie bereits den zweiten Forschungssatelliten mit einer amerikanischen Rakete in den Orbit gebracht. Am Ende seiner Laufzeit wird Adler 2, wie schon sein Vorgänger, in der Erdatmosphäre verglühen. Das war spannend, sowohl bei SpaceX als auch beim Vorgängersatelliten, wo wir mit Virgin Galactic geflogen sind. Und das Ding geht dann 500 Kilometer hoch. Ich bin noch nie mit so kurz gekauten Fingernägeln vor dem Monitor gesessen, wie das passiert ist. Und beim zweiten Start, das war ein bisschen smoother, da hatten wir schon mehr Erfahrung, mehr Vertrauen auch in die Kollegen auch. Da sind wir dann mit einer Falcon 9 gestartet, wo dann mehrere kleine Satelliten oben ausgesetzt wurden. Und wir haben zufälligerweise gesehen, dass unser Satellit kurz vor Armenien ausgesetzt wurde. Das hat so gut zusammengepasst halt. Wenn wir dann bei unserer Mars-Simulation in Armenien sind, können wir mit den eigenen Satelliten unsere eigenen Satellitenbilder machen. Das ist schon ziemlich ein tolles Gefühl, auch wenn hier zwei solche Projekte zusammenkommen. Am Fuße des Berges Ararat in Armenien soll in der Nähe des Dorfes Armash die Mars-Mission des österreichischen Weltraumforums beginnen. Der Check-in für die Besucher ist bereits eingerichtet. 2 armenische Mitarbeiterinnen halten die Stellung und wehren unerwünschte Gäste ab. Auch Gernot Grömer ist schon vor Ort. Im Geländewagen geht's zum Testgelände. Weshalb hat er sich gerade für Armenien entschieden? Wir wissen, dass es hier geologische Strukturen gibt, die sozusagen Zwillinge auf dem roten Planeten haben, sogenannte Geosimilars. Und das war der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Eli, gerne dann Loop 52. Elo, gerne dann Loop 52. Nach dem Check-in beim Dorf ein zweiter Halt. Das ist der Checkpoint. Das ist ein Teil unseres Security-Kontingents. Das heißt, es sind 24/7 hier und bewachen den Zugang zum Testgelände. Und auf den ganzen Hügelspitzen rundherum sind Kameras aufgestellt, damit wir eine rund um die Uhr Bewachung haben. In Armenien hat es im letzten Jahr eine Auseinandersetzung um die Region Bergkarabach gegeben. Da möchte man kein Risiko eingehen. Für die Sicherheit ist gesorgt. Aber bei der akribisch vorbereiteten Mission läuft es nicht ganz rund. Der armenische Partner ist mit der Einrichtung der Infrastruktur nicht rechtzeitig fertig geworden. What are you doing? I'm not sure what Hamid is doing. Hamid, what are you doing? Fehlender Internetempfang bereitet Probleme. Sowohl das Team der TU Graz als auch das vom Würzburger Institut für Informatik suchen mit ihren Professoren nach Lösungen. Ja, beziehungsweise jetzt sogar. Ja, dann müssen wir da jetzt was Sinnvolles einstellen. 1 Gigabyte einfach? 1 Gigabyte ist sehr wenig. Wirklich? Hier müsste es sein. Aber hier ist nur ROS-Log oder ROS-Dep. Wenn die Kommunikation auf der Erde schon so schwierig ist, wie wird es erst im Weltall sein? Immerhin, der Rover der TU Graz setzt sich in Bewegung. Noch ein weiter Weg zum Mars, ja. Aber es geht uns an der Universität ja auch darum, die Grundlagen zu erforschen. Und dadurch ist das natürlich dann schon wichtig, dass man eben so die einzelnen Komponenten testet. Rover-Technologie ist ein Treiber für Innovationen in Bereichen wie Robotik, Sensorik oder Kommunikation. Alle profitieren von staatlichen und europäischen Fördermitteln, von Geldern der ESA und privaten Spenden. Das ist keine einfache Sache. Und wenn wir mit dem, was wir jetzt können und wissen, auf den Mars gehen, wäre das sehr gefährlich und wahrscheinlich wissenschaftlich nicht sehr produktiv. Und deswegen müssen wir hier in diesen Umgebungen, die marsähnlich ausschauen, zu lernen, wie wir am besten unsere Ressourcen einsetzen. Und das ist ein unglaublich spannender Augenblick. Doch der Start der Mars-Mission verzögert sich. Denn auch das sogenannte Habitat, in dem die Astronauten vor Ort leben und forschen sollen, ist nicht pünktlich fertig geworden.
Haik Aslanyan, der Leiter der armenischen Raumfahrtbehörde, sah sich mit ungeahnten Herausforderungen konfrontiert. Statt zu forschen, wird eingerichtet. Ja, genau. Über den schwierigen Start der Mission mag Gernot Grömer nicht sprechen. Auch Analog-Astronautin Annika Melis hat sich ihren Forschungsurlaub anders vorgestellt. Es ist natürlich stressig und es ist immer so, dass in den ersten Tagen, bevor alles ganz losgeht, noch nicht alles rund läuft. Dass es so ist, wie es jetzt hier ist, habe ich auch noch nicht so erlebt. Während die einen noch mit den Umständen hadern, sind andere mit Feuereifer dabei. 2 armenische Missionsteilnehmerinnen richten den WLAN-Empfang ein. Ich interessiere mich für den Weltraum. Ich studiere Ingenieurwissenschaften. Mein Hauptziel ist, einmal Einfluss in der Weltraumindustrie zu haben. Als wir noch Kinder waren, wollten wir immer Astronaut werden. Wir haben diese Leidenschaft, alles zu erforschen. Und ich glaube, deshalb sind wir so an der Wissenschaft interessiert. Auch Haik Aslanyan hat große Pläne. Zu Sowjetzeiten waren Armenier am Bau von Sputnik, dem ersten Satelliten, und dem ersten Mars-Rover beteiligt. Nun hofft er, dass diese Mission der Raumfahrt in Armenien neuen Auftrieb gibt. Um einen größeren Traum zu verwirklichen. Wenn man den Ararat betrachtet, kann man sehen, wie groß er ist. Unser Traum sollte größer sein. Sonst weiß ich nicht, warum wir leben. Am Ende des Tages wird der Rover der TU Graz an das Weltraumforum übergeben. Auch die armenischen Studentinnen begeistert das futuristische Gefährt. Sie träumen von einer verheißungsvollen Zukunft in der Weltraumbranche, während andere dort oben bereits ihre Reviere abstecken. Bei Jeff Bezos oder Elon Musk, die machen da, was sie wollen. Und das ist natürlich ein Unterschied. Und deswegen sollte sich die Europäische Union dafür einsetzen, auch ihre Kräfte bündeln, dass es Spielregeln im All gibt. Und zwar auch im Interesse jener Staaten, die gar keine Raumfahrt betreiben können. Im hohen Norden haben die Temperaturen einen Sprung gemacht. Statt -30 sind es heute nur noch -15 Grad. An der Kälte kann es nicht mehr liegen. Heute muss der Test gelingen. Stefan Brieschenk ist auf der Suche nach dem Druckregulator, der gestern Probleme machte. Testingenieur Jonathan Ross sollte sich um ihn kümmern. Okay, here's the man, Jono. Where is it? And normally this works. Normalerweise funktioniert er bei -15 Grad. Sind wir spät dran? Nein. Das ist so ein Heating Cable, das wir heute früh organisiert haben. Und mit diesem Heating Cable stellen wir sicher, dass der ganze Regulator warm bleibt und dass die Dichtungen alle funktionieren. Wirklich traurig, dass wir deswegen gestern nicht testen konnten. Höchstpersönlich bringt Stefan Brieschenk den mit einer besseren Kältedämmung ausgerüsteten Druckregulator zum vorgesehenen Platz unterhalb des Triebwerks. Nichts möchte er dem Zufall überlassen. Jetzt sieht's gut aus. Ja, ready to go. Ready for this hot fire today. Raketenmotoren gehen materialtechnisch stets ans Limit. Wenn nur ein Teil versagt, kann alles in einem großen Feuerball enden. An so einem Projekt mitzuwirken ist absolut einzigartig. Es gibt ganz wenig Jobs da draußen, die so viel Motivation mit sich bringen, wie an so einem Raketenlaunch dabei zu sein. Und die Leute brennen dafür. Es gibt für die nichts Wichtigeres. Letzte Anweisungen im Kontrollraum. Keiner verlässt den Raum. Keine Gespräche. Volle Konzentration. Full concentration. All upper and lower bounds should be called by a red line. I will then call the abort correct. Yes. Der Test ist eingeleitet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Plötzlich wird alles abgebremst. Schon wieder ein Problem? Das Ziel waren 160 Sekunden. Was ich auf der Kamera gesehen habe, es sind wohl einige Sensoren weggeblasen worden, wahrscheinlich durch das Gas. Ich denke, dass deshalb ein paar der Sensoren ausgefallen sind. Nach 20 Sekunden hat der Controller den Test abgebrochen. Raumfahrt ist unglaublich schwierig. Es ist alles am absoluten Limit. Und deswegen müssen die Ingenieure, deswegen müssen wir als Team alles so oft wie möglich testen, um wirklich an die absolute Grenze zu gehen. Ihr Sicherheitssystem hat funktioniert. Das Triebwerk ist nicht außer Kontrolle geraten. Doch das große Ziel, auf das sich alle gefreut hatten, waren 160 Sekunden Dauerbetrieb. Vom Himmel grüßt das Polarlicht aus den Sphären, die Stefan Brischenk einmal mit seinen Raketen erreichen möchte. Hochfliegende Gefühle und Momente tiefer Enttäuschung liegen im Weltraumbusiness nah beieinander. Wer hier arbeitet, braucht Frustrationstoleranz. Auch bei Elon Musk ist nicht jeder Versuch geglückt. Für Stefan Brischenk gibt es kein Zurück. Die ganze Technik rund um die Raketen ist so verdammt schwierig. Man arbeitet so nah am Limit, dass man im Endeffekt jeden Tag an die Gesetze, der Gott oder das Universum erschaffen hat, ganz nah rangeht. Und dann stellt man fest, dass diese Gesetze zwar feststehen, aber man viel weiter kommt, wie man ursprünglich eigentlich denken würde. Zurück zur Mars-Mission des österreichischen Weltraumforums. Auch wenn das Habitat immer noch nicht fertig ist, werden 2 Analogastronauten für ihren ersten Außeneinsatz vorbereitet. Bald soll eine 6-köpfige Crew 4 Wochen lang isoliert in diesen Räumen leben. Heute werden wir natürlich erstmal nur so ein bisschen in der Umgebung vom Habitat mal schauen und probieren, wie der Untergrund funktioniert mit dem Laufen und so. Fotos machen und überhaupt mal so kurz mit den Quads fahren, dass man mal sieht, wie gut es funktioniert. Also so kurzer erster Test. Sie werden selbst wohl nie ins Weltall kommen, fühlen sich aber als Teil einer großen Mission. Wenn die reale Mars-Expedition passieren wird, dann bin ich möglicherweise schon in der Pension und kann sagen, den Schrauben habe ich damals gemacht halt. Aber die jungen Kolleginnen und Kollegen, die werden in der Mitte ihrer Berufskarriere stehen und haben damit jetzt schon eine Brücke in die Zukunft geschlagen halt. Also da mitarbeiten zu können, das empfinden, denke ich, schon viele Kolleginnen und Kollegen auch als ein Privileg. Über 1 Million Euro hat Armenien für die Mars-Mission springen lassen. Etwas unter 1 Million Österreich. Bleibt zu hoffen, dass auch die Allgemeinheit vom Goldrausch im All profitiert.